Gott seine Aufsicht. Wir sagen, wo so Jesus am Kreuz starb und wo die Erlösung, was er für uns vollbracht, alles mit einschlitt. Erstens, Jesus starb am Kreuz, um für meine Sünden zu betonen. Zweitens, Jesus starb am Kreuz für meine Krankheiten. Drittens, Jesus starb am Kreuz, um mich von Armut frei zu machen, dat ich nicht mehr an Bedürfnisse leiden brauch. Und doch verfolgt Gott ein überreines Ziel in all die drei Standards von der Radung. Er will uns Verhältnis mit ihm anstecken. Er will, dass es so sein soll, als im Paradies, als der Vater alle jeden Abend mit seinen Sohn Adam und seiner Tochter Eva vertalen kann. Uns Verhältnis mit unserem himmlischen Vater soll so deep sein, dass wir uns ganz und einzig von ihm abhängig machen. Das fängt mit Gerechtigkeit an. Christus ist meine Gerechtigkeit. Er allein macht uns gerecht, nicht unsere Toten. Wir können das bloß als ein Geschenk annehmen. Schenkt Gott an der Rechtfertigung utgenoden durch die Radung, die in Christus Jesus ist. Römer 3, Vers 24. Die sind durch Gott seine Gnade gerat, weil sie glauben. Das ist nicht durch ihre Werken. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht Wirken, so dass keine Ursache hat, sich selbst zu loben. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Gott ist mein Heiler. Das geht auch nicht zu verdienen. Er will uns heilen. Die erste Offenbarung von Gott zu Israel, nur ihre Uitwanderung von Ägypten wird das. Er sagt, ich sehe der Herr, ich sehe die, der jüngst gesund macht. 2. Mose 15, Vers 26. Gott sagt, wer er ist und was er für ihn am Hort hat. Mein Sohn, acht darauf, was ich sage, und hol den Uhr an, wenn ich rede. Verjagt niemals, was ich gesagt habe. Hol die wie dein am Hort, willst du sein Leben für die fingen, und sind gesund für ihren ganzen Körper. Spreche 4, Vers 20 bis 22. Doch wie wir in unsere Sünden verlatzt, haben wir uns vergonnen doll. Ob am lag die Strophe, der uns heil mag, dadurch, dass die Schläge krieg, sind wir gesund. Jesaja 53, Vers 5. Einer von Gott seinen Namen ist Yahweh Jireh. Was dort sieht, dafür sorgt und was drum gibt. 1. Mose 22, Vers 13 bis 14. Lot dort ansinken. Gott ist uns Versorger. Uns dort von sich selbst zu wiesen, leitet dort Volk Israel an die Wüste an und versorgt ihn durch. Ein Volk von Millionen, für 40 Jahre. Das wir sehen, war ich am Ende in uns, dort zu sein. Ich sehe ihn Vater. Ich will ihn versorgen und mir um ihn kümmern. Und dort wir lang für das Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz. Die sind ja mit unserem Herrn Jesus Christus seine Gnade bekannt. Wenn er auch gerecht wird, wird er auch arm am Jünd halven, dort je durch seine Armut können recht worden. 2. Korinther 8, Vers 9. Eine wichtige Fall von Jesus Christus sein erlösendes Werk ist die Wiederherstellung von Gott seine Fürsorge für uns. Aber das bringt die Frage, wenn Jesus das alle vollbracht hat und uns versorgen will, wieso sind so viele Christen arm? Wir können auch fragen, wieso Christen krank waren und daran sterben. Und wo kann das sein, dass Christen sündig und boshaft feilen und so feilen uns von Gott wieder auf ist und er nicht versorgt? Das Prinzip von der Antwort zu dieser scheinbaren Unvollkommenheiten ist immer dieselbe. Unsere Zeit hier auf der Erde ist eine Zeit, wo wir durchgehen. Jesus hat hier eine Vorbereitung für uns vollbracht und seine Barmherzigkeit ist für uns genug. Aber, und wo weit wir die Folgen von der erfahren, ist auch eine Frage von geistlicher Wissen. Das ist so als ein Crescendo in Musik, das fängt still an und bleibt am Wissen. Und er sagt, mit Gott sein Reich ist das so, als mit einem Mann, der so auf sein Land streht. Und ob er die Nacht schlaft oder über Tag rum ist, kennt der so den Wurst, wenn er auch nicht weit will. Weil's der Ehr bringt ut sich selbst erst den Halm, dann die Ohren, und dann den vollen Weit an die Ohren für ein Dach. Markus 4, Vers 26 bis 28. Und er sagt, mit wat soll wir Gott sein Reich vergleichen, oder durch wat für ein Gleichnis soll wir uns dort verstellen? Dat ist so als ein Samkuren, das ist das kleinste Kuren, was an der Erde geplant wird, aber wenn das erst gesät ist, wächst dort und wird gerade aus allen anderen Planten im Garten und kriegt so eine große Aster, dass die Vögel von einer Luft sich am Schatten ihrer Aster bühen. Markus 4, Vers 30 bis 32. Er vertelt dann noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist das so, als wenn eine früh Hefe am Deich nennt nicht, wodurch das ganze Steck Deich abgeht. Matthäus 13, Vers 33. Ein Crescendo.
Jesus mögt zeggen dat du genoeg barmherzigheid voor mij is. Aber in mijn leven was de groot dono als ik mijn wartelen en God zijn leven aanwassen lot, wo ik toenemend verstoor, wo lang, breed, hoog en diep de is. En dat wondervolle poort is, dat zoals de proces van de kienende zoot, de wassende planten en sogar de geknede brooddeeg niet terug te draaien jet, so jet dit proces ook niet terug te draaien. Zolang als ik me niet moedwillig daarvan losmaak, jet dit proces wieder, mal zachter, mal bosja, dono als wo ik door met maak. En ik bid voor junt, dat hij, dono als hij rijk en herrlijkheid is, junt kracht schenken mocht, durch seinen Geist innerlich stark te zijn, dat Christus durch den Glauben bij junt am hart wonen mocht, en dat je mochten en lijf vast gewarteld zijn. Ik bid ook, dat je met alle andere heilige ook mochten de kracht kennenleren, waardoor je begrijpen kunnen, wo lang en breed, wo hoog en diep Christus zijn lijf is. Je zal Christus zijn lijf kennenleren, en dat je het veel wieder als wie opvoeden oder verstonen kunnen, zodat je vollends en gans hebben mochten, wat God verjunt heeft. Epheser 3, vers 16 tot 19. Gott will, dat we jeslich wassen, en hij wil dat wirklich veel dollar als wie dat verlangen, wie hij van dat nur terughouden wil, wofür zijn je lijf dat zijn alles juif. Wat zullen we hier toe zeggen? Wanneer God op onze zijde is, wer kan dan je in ons zenden? Wo die zijn einen Sehen voor ons alle handjuif, ons dan niet alles met am schenken? Römer 8, vers 31 tot 32. Die Wiederherstellung, dat God voor ons zorgt, is een proces van heilung en ontwikkeling. Jezus is al voor alles am Kreuz gestorven. Hij tolt den vollen prijs. Jezus heeft ook den Feind van onze zielen besiegt. Dat erlesende woord is voordig. Ganz. In dem Moment, dass wir Jesus anlauten, ons Herrn Heiland te zenden, funkt zijn erlesende woord ons leven ook aan te beeinflussen. Zoals een crescendo, was dit en wordt immer stärker. Die Wirkungen von Gott seine Barmherzigkeit, Heilung und Fürsorge sind die wichtigsten Eigenschaften von einem Verhältnis. Gott seine Barmherzigkeit geht nicht die Kuipen, nicht einmal mit das Geld von der Tiende oder der gerechte Worten. Er gibt uns seine Barmherzigkeit, nicht wen wir am Wort gegeben haben. Viel Dollar, er gibt uns die, wen er dort will. Dort ist seine Natur. Gott will mit uns ein naues, freundliches und vertrautes Verhältnis haben. Er kommt nur uns zu segnen. Das ist eine Gas, wo das bloß an eine Richtung geht. Er hat ein Verlangen nach uns. Wat von unseren Erfahrungen machen das schwor Gott zu vertrauen und am dich dabei kommen lassen. Gott weiß das und er verdammt uns dafür nicht, aber er will unsere Horten heilen, so dass uns Vertrauen auf ihm als uns Versorger wassen und weiter gesund werden kann.